Noch nie hat jemand gefragt, ob man nicht etwas möchte zum Trinken. Also man hätte können aufs Wohl vom König anstoßen. Es ist wirklich zum Heulen. Der Drache hat geschluchzt. Der Prinz hat ihn tröstet. Also Drache, wir tun bald heiraten, gell, Prinzessin? Mit was würdest du denn am liebsten auf unser Wohl trinken? Der Drache hat angefangen zu strahlen und die Spitze von seiner Schnauze ist ganz rot geworden vor Verlegenheit. Ja, wenn ihr mich schon fragt. Am liebsten hätte ich Tröpfchen Benzin. Da rief der Prinz. Aha, Benzin hast du gern. Ja, das kannst du haben. In meinem Auto habe ich einen ganzen Kanister voll. Ich gehe ihn gerade holen. Der Prinz rennt den Berg ab und die Prinzessin bleibt beim Drachen. Der Drache wedelt wieder mit dem Schwanz und schaut die Prinzessin treuherzig an. Musst entschuldigen. Ich wollte nicht aufdringlich sein, aber könntest du noch mal, liebe, gute Drache, zu mir sagen? Und dann könntest du mir einmal die Pfoten schütteln. Also dann wäre ich der glücklichste Drache auf der ganzen Welt. Er streckt seine riesigen Tatzen aus und nimmt das kleine Händchen von der Prinzessin vorsichtig in seine Klauen. Später sind der Prinz und die Prinzessin im Triumph ins Schloss zurück. Und der Drache ist hinter ihnen hergezottelt wie ein Schosshund. Beim Hochzeitsessen hat er 7 Kanister Benzin getrunken und alle sind zufrieden gewesen. Wo der Prinz König geworden ist, haben sie den Drachen mitgenommen in sein Land. Und an einem Tag hat er gefragt, könnt ihr mich nicht einmal ein bisschen nützlich machen? Ich bin schon ganz rostig vor lauter Faulenzen. Ich möchte doch auch gerne mal ein bisschen erkenntlich zeigen für das viele Benzin und die gute Behandlung. Da haben der König und die Königin eine Art Sattel machen lassen. Er war so lang wie 3 Autobusse hintereinander. Es hat 150 Sitzli drauf gehabt. Und wenn schön Wetter war, ist der Drache mit 150 begeisterten Kindern ans Meer geflogen. Und dort konnten sie baden und im Sand spielen und später hat sie den Drachen wieder heimgebracht.